Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erlebte die kleine Siedlung Merthyr Tydfil in Südwales eine Verwandlung wie keine andere. Das spärlich bewohnte Tal, in dem Viehzucht einst den Haupterwerb ausmachte, war als Folge der Entdeckung reicher Eisenerz-, Kohle- und Kalksteinlager nicht wiederzuerkennen. In den darauffolgenden 100 Jahren wuchs die Einwohnerzahl von Merthyr Tydfil von 7.000 auf fast 90.000. Damit wurde sie zur größten Ortschaft in Wales und Stammsitz der weltweit größten Eisenhütte. Bereits in den 1820ern produzierte Merthyr 40% der britischen Eisenexporte und war das Zentrum für die früheste Verwendung von Dampflokomotiven und Eisenbrücken. Dies blieb auch auf dem europäischen Festland nicht unbeachtet und viele Reisende kamen hierher, um die Heimat industrieller Innovation zu bestaunen, zusammen mit der Stadt an der Spitze der industriellen Revolution in Europa. Die Besucher schrieben ihre Erlebnisse auf und hinterließen uns damit einen Einblick in das Industrieleben in Merthyr Tydfil. Über den flammenden Kegeln der Hohlöfen zitterte die erhitzte Luft und machte, dass die Konturen der dahinter aufsteigenden Schlackenberge Wellen schlugen. Mir fielen bei diesen Schlackenbergen höhere Vulkane ein. Und die Hohlöfen erinnerten an kleinere, brennende Auswurfskegel an deren Seiten. Man konnte sich hier in die glühende Stadt des Dis-in-Dante versetzt glauben. Ich war schon seit einigen Stunden zu Bett gegangen, als ein Feuerblitz mich plötzlich weckte. Ich wollte schon laut Feuer rufen, aber ich beruhigte mich, als ich mich erinnerte, in dieser Nacht im Land der Schmiedefeuer zu weilen. Die noch nicht ausgekühlten Schlacken leuchten am Abende wie glühende Lava, in mächtigen Haufen aufgeschüttet, hier und da an der äußersten Kante ziemlich hoher Berge. Die endlosen Reihen der kleinen Reuenhäuser gaben tausenden Arbeitern ein Heim, aber die beengten Wohnverhältnisse und unzureichenden sanitären Anlagen führten zu Krankheiten und einer geringen Lebenserwartung. Löhne waren niedrig, Arbeitsbedingungen schlecht und Todesfälle häufig. Die Straßen wurden weder gefegt noch gereinigt. Dreck und Müll türmten sich in ihnen auf. Der schwarze Ruß der Kohleschwaden klebt an den Hausfassaden und sogar an den Gesichtern der Menschen. An solch einem Ort fassen Gleichmut und Vernachlässigung und bald auch Elend schnell Fuß. Welch abstoßendes Elend, großer Gott! In einem Land, das vorgeblich so reich, so industrialisiert ist, gibt es derart enterbte Massen. Die Bevölkerung von Merthyr Tydfil waren die Pioniere der Industrialisierung, dem Triebwerk der weltweiten Eisenproduktion. Frauen und Kinder taten neben den Männern ihr Gleiches, um die Industrieproduktion Tag und Nacht in Gang zu halten. Die Frau beeindruckte uns durch ihre anmutige, ich würde fast schon sagen elegante Art, und so etwas war kaum von einer Bergarbeiterin zu erwarten. Es hätte nur wenig gebraucht, nur eine kleine Wäsche mit Masaiseife, um alles annehmbar herzurichten. Zwei der größten Eisenhütten waren Dowlais und Cyfarthfa. In der Mitte des 19. Jahrhunderts war Dowlais das weltgrößte Werk seiner Art und wurde von John Josiah Guest geleitet. Es beschäftigte über 8.000 Arbeiter und seine 18 Hochöfen produzierten jährlich mehr als 88.000 Tonnen Eisen. Cyfarthfa gehörte der Crawshay-Familie, die auch Cyfarthfa Castle erbauten, welches ihr Industrieimperium überblickte. Diese Hüttenwerke wurden aus den großen Unter- und Tagebauen der Umgebung gespeist. Man führte uns zuerst nach den Gruben, deren ungeheure Ausbeute an Kohlen und Eisen zugleich alles dieses erst möglich macht. In den letzten 5 Wochen waren 36.000 Tonnen Kohlen herausgefördert worden. Und alle diese Kohlen wurden auch im Werke selbst verbraucht. Die Eisenhütten produzierten Eisen bester Qualität zur Verwendung für Bahnschienen, in der Gebäudekonstruktion und Waffen. Von hier gingen wir dann zu den Hammer- und Streckenwerken, wo eben eine Menge von und für Russland bestellter Eisenbahnschienen in Arbeit waren. Mit welcher Schnelligkeit wurde hier aus einem Stück Eisens eine Eisenbahnschiene gezogen? Der Klumpen weißglühendes Metall wurde erst mit langen Zangen aus dem Feuer gerissen
und am Boden hingeschleift bis zu den in verschiedenen Entfernungen übereinander sich bewegenden Walzen. Kaum 10 Minuten vergingen und eine Schiene dieser Art lag, freilich immer noch glühend heiß, aber fertig am Boden. Während wir dieser Arbeit zusahen, umstand uns eine Menge des geschwärzten Volks und drängte so zu, dass man oft nicht wusste, wohin man treten sollte, um all dem Funkensprühen, alle dem glühenden Eisen auszuweichen. Ich gratulierte mir, unverbrannt wieder die freie Luft gewonnen zu haben. Das Metall, welches alle diese Riesenfabriken als Mineralerz betritt, verlässt diese als geformtes in allen Formen als Stangen oder Stäbe, rund und eckig, als Platten, Streifen, Bänder oder Schienen. Die Fabriken ruhen nie, weder zu Tag noch in der Nacht. Während des 18. und 19. Jahrhunderts führte Merthyr Tydfil Europas industrielle Revolution an. Die Eisenhütten, Steinbrüche und Zechen der Stadt boten Zehntausenden Arbeitern Beschäftigung und befeuerten Wales' Übergang von einer Agrar- zur Industriewirtschaft. Diese Veränderungen waren ein wesentlicher Bestandteil in der Herausbildung eines modernen Wales und ihr Vermächtnis ist noch bis heute spürbar.